Aber die Ehre. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei 2 Wiener auf Reisen. Wir fliegen heute nach Belgrad in die Weiße Stadt. Wir heiraten ja dieses Jahr. Es wird zwar nicht weiß geheiratet, aber wir fliegen zumindest in die Weiße Stadt. Genau, weil Belgrad heißt wörtlich übersetzt Weiße Stadt. Ich bin schon gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Bis gleich. Was ist? Nix, ich hab's überlebt. So, nachdem man lebend den Flug überstanden hat, kommt man relativ unkompliziert mit dem Bus in die City von Belgrad. Es war aber gescheiter gewesen, wir hätten unser U-Boot genommen, weil was in den nächsten Tag angespielt hat, war einfach ein Wahnsinn. Vom ersten Tag hat's ja geschifft wie mit Schaufeln. Gut, am Anfang haben wir noch gelacht drüber, aber wie wir das dann gesehen haben, boah! Na gut, irgendwann ist einmal der ärgste Regen auch vorbei und dann haben wir jetzt geschaut, dass wir was von der Stadt zum Sehen kriegen. Nur was kannst du machen mit einer Frau, wenn's shit? Shoppen gehen. Und dann sind wir in die Delta City Belgrad gekatscht, die sich durch nichts von anderen Shopping Malls auf der Welt unterscheidet und wo du genau dasselbe Klumpert kaufen kannst wie überall auf dem Planeten. Ja, und dafür fährt man dann nach Serbien. Naja, mir war Fahrt und sie war glücklich. Ja, damit ich auch was hab vom Urlaub, sind wir halt ab und zu was essen gegangen. Und eins muss man schon sagen, die Restaurants von Belgrad sind pipi-fein. Wenn auch in der Ausstattung und Einrichtung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, das sieht man dann auch am Häusl. Aber mir ist ja wurscht, Hauptsache das Essen passt. Ja, und das Essen ist tatsächlich wahnsinnig gut. Und da in Belgrad gibt es eine wunderschöne Konditoreien, wie man da so schön sieht. So, wir befinden uns jetzt vor dem Restaurant zu den 3 Hütten. Ein sehr berühmtes Lokal und Restaurant da in Belgrad. Aber ich mit meinem Kapperl komme da halt nicht rein. Also müssen wir woanders hingehen. Jetzt stehen wir vor einem anderen ganz berühmten Lokal da in Belgrad. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt, weil da nur ein Fragezeichen umsteht. Und wenn ihr mich fragt, warum da nur ein Fragezeichen ist, dann kann ich euch nur sagen, gut, aber jetzt schauen wir, ob ich mit meinem Kappel da reinkomme, weil bei den 3 Hütten habe ich ja keine Chance gehabt. Also sie haben uns jetzt wirklich reingelassen. Ich habe schon bestellt und bin schon sehr gespannt, wie das Essen da so sein wird. So, also das Essen ist da. Ich freue mich wahnsinnig, schaut das super aus. Überhaupt ist das Lokal, das Fragezeichen, bei Einheimischen als auch bei Touristen wahnsinnig beliebt. Merkt man ein bisschen an die Preise, aber es ist wirklich sehr Geld wert. Also ein kleiner Rundblick.
Also den besten Tipp, den ich euch geben kann, ist, steigt in eine Tramway ein und fahrt bis zur Endstation. Dort sind dann sicher keine anderen Touristen und man kann so manches Schmankerl entdecken. So, wir sind jetzt vor den Regenmassen in eine Straßenbahn, sind wir da geflüchtet. Wir sind dann mit dem Zimmer bis zur Endstation gefahren, keine Ahnung, wo wir da jetzt sind. Aber der Vorteil ist, es tröpfelt nur noch und schüttet nicht wie in Strömen. Und jetzt schauen wir uns den Stadtteil ein bisschen an. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, wo wir da sind, aber ich werde sich charmant. dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Unter anderem haben wir diesen wunderschönen Markt entdeckt. Belgrad ist ja quasi umzingelt von Flüssen. Da haben wir einmal die Save, die dann in unsere schöne blaue Donau rinnt. Na, da haben wir sie ja schon, die Donau. Na, schön ist schon, das muss man schon sagen. Gut, man muss aber auch sagen, dass so manches in der Stadt nicht die Qualität hat, wie wir großkopferte Werner das gewohnt sind. Aber man muss auch sagen, dass schon hart dran gearbeitet wird. Aber jetzt machen wir mal einen kleinen Spaziergang entlang der Donau und es ist kaum zum Glauben, aber das Wetter war jetzt gar nicht so zuwider. Viele Kirchen in der Stadt sind ja echte Schmankerl. Die größte und berühmteste ist die St. Sava Kirchen im Zentrum. Von außen gibt es ja nicht so viel her, wenn das wird. Aber drinnen ist ein Traum, auch wenn es schifft. Ja, wie gesagt, wir befinden uns da in der heiligen Sava-Kirche, die wunderschön ist. Leider wird es halt schon seit vielen Jahren renoviert und trotzdem sieht man aber, wie toll die Kirche ist und wie toll sie sein wird, wenn sie mal fertig renoviert ist. Wie wir schon gesehen haben, die
Gläubigen putzeln immer die Heiligenbilder ab. Aber dass man sie mit keiner ansteckenden Krankheit ansteckt, werden sie dann immer wieder angewischt und putzt, damit ja nichts passieren kann. Weil in der Kirche soll man sich keine Krankheiten holen, sagen wir es ehrlich. Ein anderes berühmtes Gotteshaus ist die St. Markuskirche im Das Maidan-Park, also hinter der Post. Die Kuppel von der Kirche ist 52 Meter hoch und hinter der St. Sava die zweithöchste in ganz Belgrad. Das ehemalige Künstlerviertel. In dieser alten bohemischen Straßen mit Beiseln aus dem 19. Jahrhundert ist noch ein Finsterwerden Halligalli angesagt. Aber so ein kleiner Hatscher durch das Viertel zahlt sich trotzdem aus. Man muss ja nirgends reinmogeln und für hiesige Verhältnisse Vermögen zahlen. Anschauen, genießen, weitergehen. Ein pipi-feines Schmankerl ist der Stadt der Zemun und ein Spaziergang auf den Gardasberg rauf. Von dort hat man ja einen Blick auf die Donau und auf die Stadt, der einfach nur wild ist. Und beim Herumflanieren kommt man dann bei einem alten Friedhof vorbei. Ein kleines Kircherl und als Höhepunkt zum 1000-jährigen Turm mit einem Blick auf die Dächer von Zemun. Die Sonne, die lacht, weit haben wir's gebracht. Nein, aber jetzt im Ernst. Wie wir heute in der Früh aufgewacht sind, hat uns die Sonne direkt ins Gesicht gestrahlt. Und das haben wir gleich ausnutzen müssen und sind nach Zemun gefahren. Das ist eine ziemlich neue Stadt von Belgrad. Am Garbosch-Berg rauf, wo man einen wunderschönen Ausblick über die Stadt und über die Donau hat. Und wir sitzen jetzt direkt vor dem Millenniumstower, der früher hat er, da muss ich meinen Schummelzettel holen. Früher hat er Sibirien Janko Tower geheißen. Und von da genießen wir jetzt die Sonne und den Blick über die schöne Stadt. Jetzt gehen wir so ein verschlafenes Gassl runter. Ist total romantisch. Dazu, wenn ich mit meiner Liebsten das Gassl gehen kann. Absolutes romantisches Highlight. Also Belgrad ist auch was für Verliebte. Das muss man schon sagen. Außer da stehst du jetzt über die Stufen, dann ist es auch was fürs Krankenhaus. Aber es ist einfach leibend da.
Die Fußgängerzone der Stadt gefällt ja mir persönlich wesentlich besser wie zum Beispiel unser Mariahilferstraßen, weil die in Belgrad nämlich wirklich eine Fußgängerzone ist und keine halbseidene Begegnungszone. Und eine leibende Musik spielt's nämlich auch. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bisschen was Klassisches. Aber auch serbische Hodern. Die Festung von Belgrad ist ein Wahnsinn. Der Blick, die Kirchen, die Denkmäler, die Museen und was weiß der Teufel noch alles. Also wer das nicht gesehen hat, der hat Belgrad nicht gesehen. Also jetzt wird's spannend, weil jetzt gehen wir in den Park zur Festung rauf, die ist sehr berühmt. Und oben dann haben wir einen super, super leibenden Blick, weil dort treffen sie die Save und die Donau. Und das soll ganz, ganz beeindruckend sein. Schauen wir mal.
mir ein bisschen verarscht vor. Jetzt knapp bevor wir zum Flughafen fahren, scheint die Sonne und keine einzige Wolken ist zum sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Sonne lacht uns aus. Oder, okay, sie lacht uns ins Gesicht. Aber wurscht. Belgrad war trotzdem schön und ich bin sicher, dass wir wiederkommen werden. Aber dann soll es von Anfang an scheinen und lachen, die Sonne. Aber nicht nur Menschen geht so, auch manche Gegenstände machen nicht das, was der Herr Regie will. Na geht's, traut sie sich nicht. Und selbst der Herr Regie macht nicht das, was der Herr Regie möchte. Ja, grüß euch. Na, gut sind. Und manchmal nimmt man einfach was auf, wo man nachher beim Schneiden gar nicht weiß, wo man das rein tun soll. So wie dieses Interview da zum Beispiel. Und manchmal passieren Sachen, die... Ja, wurscht, schaut euch das selber an. Und das Schöne daran ist, ich weiß jetzt, dass die Donau blau ist. Nämlich wirklich blau, im Gegensatz zur Sava. Weil die ist nämlich braun wie Brühe. Deshalb können wir stolz sein, wir Wiener, weil was von uns kommt, ist eben blau. Sehr schön. Sie haben es verstanden. Ja, alles. Eigentlich. Aber toll. Hallo.